Edwin Egeter hat 10 Jahre in Asien verbracht und sich dort vertieft mit indischer Philosophie und Meditation auseinandergesetzt. Und in der Schweiz hat er eine Doktorarbeit über Bewusstseins- und Emotionstheorie geschrieben. Die hat in diesem Gespräch keinen Platz gehabt, aber es gibt eine Bonus- oder Special-Episode, wo wir beim Spazieren im Schneesturm das Thema vertieft haben. In diesem Interview hat Edwin erzählt, wie er zur Meditation gekommen ist und von einem sehr prägenden Erlebnis, das er schon früher hatte. Wir haben über seine Erkenntnisse in Indien geredet, wir haben Buddhismus und Advaita Vedanta verglichen und über das Denken jenseits von Begriff sinniert. Wir haben über den Atem und Atemübungen geredet und der Edwin hat praktische Tipps gegeben. Dann haben wir uns über Emotionen, Aufmerksamkeit und das Wesen vom Geist unterhalten. Ein Gespräch, das philosophisch und praktisch in einem war. Übrigens, den Podcast mache ich in meiner Freizeit. Er ist ein Herzensprojekt. Wenn du ihn unterstützen willst, dann liken in deiner Podcast-App, kommentieren und schicken Episoden an Leute, die Interesse haben könnten. Falls du etwas an die Kosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach per Twint. Die Angaben findest du auf www.meditationsszene.ch unter Spenden. Meine Ausgaben sind übrigens hauptsächlich für Billett, um zu den Gästen zu kommen, Serverkosten und das ein oder andere Social-Media-Tool, das nur im Abo erhältlich ist. Danke vielmals und jetzt viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Edwin Markus Egeter. Er ist Dr. Phil, 1967 geboren und hat zwischen 1991 und 2001 in Indien und Südostasien gelebt. Dort hat er sich mit Meditation, dem Pranayama, der westlichen und der indischen Philosophie, zum Beispiel der Patanjali Sutras, Samkhya, der Upanishaden, Advaita Vedanta, Bhagavad Gita und dem Buddhismus gewidmet. Er praktiziert seit über 35 Jahren. An der Uni Fribourg hat er vergleichende Religionswissenschaften und Politologie studiert und an der Uni Luzern sozialwissenschaftliche Religionswissenschaften und Philosophie. Dort hat er im Forschungsprojekt Kuppel Tempel Minarett geschafft. Er hat Forschungsarbeiten geschrieben über empirische Meditationsforschung, über Humes sein Induktionsproblem und den skeptischen Zweifel. Auch der Kastenbegriff und Deutungsmuster im christlichen Zen sind Themen gewesen. Alle sind als Bücher erhältlich. 2019 hat Edwin in Philosophie doktoriert. Das Thema sind Bewusstseins- und Emotionstheorien bzw. qualitative Bewusstseinszustände und das Körper-Geist-Problem im Zusammenhang mit neurowissenschaftlichen und phänomenologischen Zugängen. Er arbeitet seit ca. 13 Jahren ehrenamtlich im Stiftungsrat vom Haus der Besinnung und leitet dort auch die stillen Wochenende und neu auch Meditationskurs über das Spektrum der Aufmerksamkeit. Neben seiner Arbeit bei der reformierten Kirche schafft er mit seiner Partnerin Elsbeth Caroline Itten an Kunst- und Philosophieprojekten über die Stille und am Aufbau von einem Silence Institute. Da bin ich sehr gespannt. Edwin, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Danke dir auch und ich bin sehr glücklich, dass du jetzt gerade ins Haus der Besinnung gekommen bist. Wir sind tief eingeschneit und dass du auch noch die Atmosphäre von da erlebst. Genau, die passt wunderbar zum Thema Stille. Mhm. Ich frage die meisten Leute, wie bist du zur Meditation gekommen? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast ein Erlebnis gehabt, ein sehr tiefes Erlebnis, das eigentlich schon lange bevor du angefangen hast zu meditieren. Was ist das, also wann ist das gewesen und was ist das für ein Erlebnis gewesen? Also so lange vorher war es nicht gewesen, ein paar Jahre vorher. Ich denke, das war 1989 oder so gewesen. Und es war einfach vor einer formellen Praxis gewesen, bevor ich formell meditiert habe. Ja. Ich habe eigentlich schon auf eine bestimmte Art und Weise schon meditiert. Ich bin mit so 19 oder so bin ich alle im Balkon rausgesessen und habe einfach nur Blumenkistchen angeschaut. Und da habe ich mit der Zeit gemerkt, wie mir das gut tut. Und erst später habe ich dann gelesen, dass das eigentlich Meditation ist. Und das Erlebnis war, wo ich mich einfach so entspannt auf dem Bett, ich habe sogar noch Musik gehört und gar nichts Spirituelles, also gar nichts in Anführungszeichen. Es war, glaube ich, Pink Floyd gewesen. Und dann ist es schon so, es ist ja immer schwierig, wenn man diese Sachen interpretiert. Es ist schon, der Körper hat sich irgendwie so aufgelöst und so, und es war ein bisschen wie ein Sterben auf eine Art. Und es hat mit Licht auch zu tun gehabt. Aber der Punkt ist, und ich glaube, das ist generell so,
bei solchen inneren Erlebnissen, die manchmal auch spirituelle Erlebnisse oder so genannt werden, dass eigentlich nicht die Inhalte das Entscheidende sind. Es ist auch so eine Art, es ist wie so ein Fliegen über die Welt und so Bergen und alles ist so ein surreal gewesen, aber der entscheidende Punkt ist nicht so sehr gewesen, wie ich das visuell erlebt habe, sondern das damit verbundene Gefühl und vielleicht auch das aufgelöste Körpergefühl, aber vor allem sehr beeindruckend, ja eigentlich ist es schockierend gewesen, das Gefühl, das ich hatte, so eine unglaubliche Weite, eine unglaubliche Freude und eine unglaubliche Liebe. Und ich bin ja dort noch in Ausgang und alles und mit Bier und all dem und Dancing, wie man es so hatte. Und ich bin wie unter Schock gestanden. Auf eine Art, eine Woche lang. Aber gleichzeitig habe ich auch ganz tief in mir gewusst, wow, um das geht's im Leben. Oder um das geht's in meinem Leben. Es war so wie auf eine Art wie eine Offenbarung. Und auch nicht so sehr ein explizites Wissen. Einfach so ein implizites Ahnen, aber auch so etwas Hoffnungsvolles. Und ich habe dann wie versuchen, wo gibt es das? Und es ist auch heute noch so, also es kommt mir nicht gerade jeden Tag in den Sinn, aber sehr oft kommt mir so das Gefühl, die Weite, die Dimension in den Sinn, die ich dort erlebt habe. Und es ist natürlich auch so, dass ich ja später dann immer wieder auf das meditiert habe, aber es ist eigentlich nie genau in dieser Form zurückgekommen, ist ja meistens so. Mhm. Aber durch das, dass ich natürlich mich auch mit dem Gefühl oder mit der Vision oder was das auch immer war, auseinandergesetzt habe, ist es natürlich auch präsenter als Erinnerung. Also man hat ja wie immer Erinnerungen von Erinnerungen und dann manchmal erinnere ich mich natürlich nur an die Erinnerung von der Erinnerung, die ich über das hatte. Und ich habe auch schon öfters nur auf das Gefühl oder auf das Bild meditiert. Manchmal ist das auch ein Meditationsobjekt, wo mir dann sehr viel Freude und auch Kraft gibt oder auch eine gewisse Weite. Und insofern bin ich auch zur Meditation gekommen. Du hast gesagt, im 89 das gewesen. Also bist du etwa 22 gewesen, also noch bevor du angefangen hast zu studieren. Also hat das auch ein bisschen den Grundstein nachher schon gelegt. Du hast gesagt, oder, das ist so das, wo du gewusst hast, okay, das ist so ein bisschen fast der Sinn vom Leben, oder das ist so der... Ja, das klingt alles so komisch. Aber das war bevor du angefangen hast zu studieren? Dann? Ja, weit vorher. Ich habe ja sehr spät angefangen zu studieren. Erst im 2003, weil ich ursprünglich auch gar keine Matur hatte. Mhm. Ich habe ursprünglich auf dem Bau gearbeitet und bin dann immer wieder auf Indien. Die 10 Jahre, als ich in Indien gelebt habe, bin ich ein Teil der Schweiz und habe einfach temporär gearbeitet. Und erst nach all diesen Indienaufenthalten habe ich eine Aufnahmeprüfung an der Uni Freiburg gemacht, so eine Access-Prüfung. So eine Aufnahmeprüfung anhand von einem Gespräch und schriftlicher Prüfung und so. Und dort bin ich schon 36 gewesen. Mhm. Also hat das Erlebnis nicht direkt zum Studium, aber auf Indien gebracht? Ich denke schon auch auf Indien, ja. Aber wahrscheinlich auch generell eine Suche, die aber schon vorher da war, beschleunigt. Ja, oder sagen wir motiviert. Also ich bin mit den verschiedensten Leuten zusammengekommen, mit Astrologinnen, Astrologen, Homöopathen und dann sehr gleich natürlich auch auf Leute, die meditieren. Und dann habe ich plötzlich gedacht, vielleicht ist Meditation ein Tor zu dieser Weite, zu dieser Liebe. Oder? Und das Ganze hat sogar eine christliche Symbolik gehabt. Und das Gefühl und die Weite und die Erlebnisqualität von damals ist eigentlich so weit gewesen, dass ich aber gleichzeitig gewusst habe, es gibt eine Realität, die gar nicht so sehr eingegangen ist von so Dogmen und Glaubenssätzen. Also ich habe das, und ich fühle mich ja auch nach wie vor auch sehr daheim im Christentum. Das ist aber nicht auf eine enge Art. Und das Erlebnis hat mir aber wie auch gezeigt oder eine Ahnung gegeben, dass, wie könnte man das sagen, dass es eine Realität gibt, wo ich denke vor allem auch in mystischen Traditionen von so vielen Religionen ja auch angepeilt wird oder auch erlebt wird oder als Ziel verfolgt wird, wo gar nicht so
nachher ein konfessioneller Streit und all die religiösen Kriege, die es immer gibt, wegen so Lehrsätze-Differenzen, betroffen ist von diesen Unterschieden, sondern eine Realität, die hinter all dem steht. Und ich denke, das ist schon auch immer ein ganz wichtiger Aspekt von meiner Suche und auch von meiner Praxis. Du hast gesagt, es hat eine christliche Symbolik gehabt. Bist denn du irgendwie sehr religiös aufgewachsen? Nein, aber überhaupt nicht. Aber wir sagen ja, dass so mystische Erlebnisse oft korrelieren mit dem Kontext, wo man darin aufgewachsen ist. Aber ich bin sehr frei aufgewachsen. Also meine Mutter hat zum Beispiel immer voller Stolz erzählt, wie ihr Vater, und das ist ja der 40er, 50er Jahre gewesen, Alex nicht in die Kirche sei, weil er gekocht hat und dann hat er gesagt, ja, wenn ich koche, dann ist das wie ein Gottesdienst. Und ich bin mit dem Bild aufgewachsen, oder? Dass nicht so auf so Handlungsaspekt, auf so eine verdiente Rechtfertigung vor Gott drauf ankommt, sondern aufs Herz und aufs Handeln als solches. Und ich bin auch sehr mit dem aufgewachsen, habe aber schon auch von Kindheit her immer so etwas wie eine Verbundenheit zu etwas gefühlt, wo man Gott nennen kann. Ja, genau. Und bist du dann überrascht gewesen von dieser, wenn du sagst, es hat eine christliche Symbolik gehabt, das Erlebnis? Ist das überraschend gewesen? Oder ist sowieso alles so jenseits von Wort gewesen, dass es Also überraschend, dass es auch eine christliche Symbolik hat? Nein, weil ich habe mich, sagen wir, wenn es jetzt nicht so also man kann schon sagen, ich bin jetzt nicht Walden aufgewachsen und auch noch katholisch. Und dort habe ich eigentlich schon nicht unbedingt nur positive Erfahrungen gehabt. Aber so tief im Herz habe ich vielleicht sogar dort schon gewusst, dass ja diese Ausprägung von dieser Art von Katholizismus an dem und dem Ort zu dieser Zeit ja auch nicht das Christentum ausmacht. Und von dort her bin ich nie ganz abturnt gewesen, auch wenn die Erfahrungen oft ja problematisch sind oder auch noch sind, was man alles so hört und sieht, oder? Aber insofern bin ich eigentlich gar nicht überrascht gewesen. Ja. Und du hast gesagt, das hat etwa eine Woche angehebt und dann hat es doch ein bisschen angefangen auszufaden. Eine Woche bin ich wie unter Schock gewesen, aber so die Sehnsucht, das zu leben oder das nochmal zu erleben in dieser Intensität ist über Jahre. Eigentlich auch noch zu Indien und immer wieder. Aber es sind natürlich dann auch wieder andere ähnliche Erlebnisse gekommen, wo mit ganz anderen Symbolik oder zum Teil auch eigentlich nur noch ein Gefühl. Oft auch, zum Beispiel auch, einmal habe ich ein paar Jahre später vielleicht auch so eine Freude erlebt, die immer stärker geworden ist und an einem gewissen Punkt ist die Freude so stark gewesen, dass ich Angst bekommen habe. Also das habe ich noch nie erlebt, Angst vor dieser Freude. Und der hat sofort aufgehört. Ja. Aber es war wie so ein Auflösen vom Körper und vielleicht auch von Identität. Aber dort bist du schon formell am Praktizieren? Und dort bin ich schon formell am Praktizieren und schon mit einer Gruppe, wo so eher, das ist mehr so richtig Advaita Vedanta, Yoga, indische Philosophie gegangen. Und durch diese Leute bin ich dann auch, wobei, nein, das stimmt nicht nur durch die Leute selber haben auch so Wurzeln in Indien gehabt, aber ich auch, wie es damals war, da bin ich immer in die Bücherläden und habe geschaut, was mich inspiriert und so, und da habe ich sehr viele spannende Sachen gefunden, wo ihre Wurzeln in Indien hatten, und habe ich gedacht, das will ich eigentlich so vor Ort erleben, und das war sicher auch ein Faktor gewesen für die allererste Indienreise. Einfach so die Klöster und Ashrams und all die Orte aufzusuchen, die mich interessiert haben. Wie hast du denn das angepackt? Also, dann hast du mal gesagt, ich gehe jetzt auf unbestimmte Zeit auf Indien, oder ist das so eine Reise gewesen, wo du gewusst hast, ich komme dann wieder zurück und dann arbeite ich wieder? Ja, ich bin schon das erste Mal mit einem One-Way-Ticket gegangen. Ja, das war noch happy gewesen, eigentlich so. Ja, auch noch traurig zuerst. Aber ich bin dann schon nach einem halben Jahr wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, ich habe es länger vorgehabt, ja, weil ich ja keine Wohnung nicht mehr gehabt, alles aufgelöst. Und Jobs habe ich temporär, wobei dort habe ich sogar noch einen festen Job gehabt, ja, da habe ich den gekündigt. Und habe schon nicht gewusst, ja, ich weiss noch, vielleicht schon auch im Zusammenhang mit so dieser Sehnsucht nach Spiritualität, oder wie man dem immer sagen will, habe ich vielleicht auch ein Kloster oder etwas gesucht.
Aber ich habe dann eigentlich nichts gefunden, wo man jetzt könnte wirklich bleiben. Und was natürlich auch immer dazu kommt, ist ja die existenzielle Situation. Irgendwann hast du dann das Geld gebraucht. Und dann bin ich auch wieder zurückgekommen zum temporär arbeiten. Aber was hast du denn gefunden? Oder was hast du gesucht in Indien und was hast du gefunden? Also es sind eigentlich verschiedene Sachen gewesen. Die Gruppierung, die ich in der Schweiz kennt habe, die hatte so einen Meister in den Himalayas gehabt. Und dort, ich bin schon ein bisschen so, bin halt auch noch jugendlich gewesen. Also, wie könnte man sagen, ein bisschen so voller Feuer und Flamme auf das Indien, weil die Idee wäre die gewesen, dass man da zuerst eine Anfrage schreibt, innerhalb von dieser Gruppe in der Schweiz, und die würden dann in Indien fragen, ob man gehen kann. Und das habe ich alles übergangen und bin einfach dort direkt vor Ort in die, das war so eine Meditationsschule gewesen. Und die einen Leute, die dann da waren, auch Schweizer, die dann für mich zuständig waren, sind völlig bruskiert gewesen, dass ich da ohne Anmeldung und so gekommen bin. Aber ich habe dann interessanterweise sogar 3 Monate dort bleiben und vorher habe ich, glaube ich, 3 Monate gereist. Und nachher ist es sowieso 6 Monate Visum, das ist ja auch ein Aspekt. Da ist ja da so Entry-Visas und damals sind es 6 Monate gewesen. Und ich habe sicher auch immer wieder Heimweh gehabt und so und all den Luxus, den man in der Schweiz hat. Und dann ist es mir auch gleich gewesen, nach 6 Monaten wieder zurück. Und ich glaube, ich hätte dort an diesem Ort auch nicht mehr als 3 Monate dürfen bleiben. Die haben immer so Zeit beschränkt gehabt. Und was hast du denn dort gelernt? Also was ist das für eine Richtung gewesen? Ja, das ist so eine... Das hat mir schon nicht zugesagt, darum bin ich dort auch immer wieder zurück, aber ich habe immer wieder noch andere Orte, wo wir vielleicht auch nicht drauf kommen, in Indien aufgesucht. Und bin aber auch sehr viel selbstständig gereist. Das habe ich vielleicht vorher nicht erwähnt. Der zweite Aspekt für meine Indienreise war auch, einfach Zeit für mich zu haben. Weil mir hat ja auch in dem Sinn Bildung gefehlt. Und ich war auch sehr wissensdurstig in der westlichen Philosophie, indische Philosophie. Einfach alles habe ich in mich reingesogen. Ich konnte ja kein Englisch können. Ich musste zuerst noch Englisch lernen in Indien. Das habe ich mit der Bhagavad Gita gemacht. Aber es war noch schwierig. Und das war auch ein Aspekt gewesen. Das heisst, und ich wollte ja sagen, warum der Ort für mich noch geeignet war. An diesem Ort, das hat geheissen International Meditation Institute, eigentlich nicht so religiös ausgerichtet, oder sagen wir so, mit all diesen traditionellen Ritualen und so, das hat es alles nicht so gehabt. Sehr viele Intellektuelle, viel von Kanada, von Südafrika, von Norwegen und ein paar Schweizer. Und der Punkt war der, es war kein Ashram im gewöhnlichen Sinn, wo man ja wohnt und so viele Regeln und Vorschriften hat. Weil das habe ich gemerkt, auch bei anderen Orten, das war mir dann sehr schnell zu eng gewesen, und da bin ich manchmal gar nicht so lange geblieben. Dort hat man bei einheimischen Leuten irgendeine Wohnung gemietet und dann war einfach so ein Zentrum gewesen, wo man vorbei konnte, und das waren Abendmeditationen gewesen. Das war ein Aspekt gewesen. Und der andere Aspekt war, man konnte so Private Classes nehmen, so private Kurse bei Leuten, die dort schon lange wohnen und ihr Maintenance vom Life, ihre Einkünfte, haben die so verdient mit irgendwelchen Klassen. Man kann Hindi Unterricht nehmen oder Sanskrit oder Kochkurs, aber natürlich auch Patanjali Sutras, die also die Grundlagen von der ganzen Yoga-Philosophie sind. Und auch sehr viel Sankhya-Philosophie in sich hinein haben, können solche Klassen nehmen. Einfach so die verschiedenen, oder Pranayama-Klassen habe ich dort genommen. Das sind ja dann alles eigene Lehrer noch gewesen, die dort auch gewohnt haben. Und es war auch nicht so gewesen, dass man da an einem täglichen Ablauf mitmachen. Ich habe dort sehr schnell gemerkt, dass ich ein wahnsinniges Bedürfnis nach Freiheit auch habe. Ich bin sehr oft irgendwo durch wieder gereist, oder ich bin sehr oft auch das war ja im Himalayas, im sogenannten Tal der Götter sogar noch. Das hat wirklich so geheissen, Valley of Gods. Und dort bin ich sehr viel in Akara Bazar, in so ein Hotel, das super feinen Tee hatte. Bin ich dort aufs Dach rauf und habe Stunden gelesen und Tee getrunken. Und wenn ich dann gerade inspiriert war, bin ich auch nicht an die Abendsitzungen oder an die Abendvorträge von dem Meister. Und da hat eigentlich niemand etwas gesagt. Und das hat mir noch recht zugesagt, so die Freiheit. Es hat dann schon Leute gegeben, die das Gefühl hatten, ja, der kommt nicht regelmässig und so. Aber es hat auch andere gegeben, die ähnlich frei gelebt haben. Und ja, das war ungefähr so die Situation da gewesen. Man hat auch sehr viel Zeit für sich. Da bin ich mit
mit Leuten von dort irgendwo an einem Fluss baden und also man hat eigentlich sehr viel Freiheit gehabt und natürlich auch sehr viele spannende Leute. Es hat Schauspieler gehabt, Tänzerinnen, es hat viele Akademiker gehabt, es hat sehr viele auch reiche Leute gehabt. Leider sehr wenig Inder und eigentlich sehr wenige so, ja, sagen wir Normalsterbliche. Ja, und dort bin ich glaube auf die, ja stimmt, dort bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, zu studieren. Weil ich bin noch öfters mit so einer Norweger-Clique zusammen gsi. Das sind noch wenige gsi, die auch in meinem Alter waren. Ich bin ja dort noch nicht mal 30 gsi. Ja, weit unten dran. Und der Rest sind vieles so ein bisschen Althippies auch gsi. Oder so Aussteiger aus guten Familien und so. Und die sind 50 gsi und drüber. Und dann mit diesen Norwegern hatte ich auch noch guten Kontakt gehabt. Und dort sind fast alles zusammen Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler gewesen. Und da habe ich auch gedacht, aber die Matura fehlt mir und so. Und da habe ich irgendwie gehört, an der Uni Freiburg gibt es die Möglichkeit. Und da habe ich mich dort für Religionswissenschaften. Und da habe ich gedacht, Politologie, weil dort war noch das 9/11 gewesen. Ich habe gedacht, Politologie passt ja noch. Vielleicht auch Friedens- und Konfliktforschung in dem Zusammenhang, dass man dann auch kann mit der Religionswissenschaft auch sagen wir, seinen Beitrag geben für all diese Situationen, die da zum Teil problematisch sind. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Interesse gewesen, herauszufinden, was ist denn eigentlich auch hinter all diesen Religionen, was könnte man da feststellen, gibt es da einen gemeinsamen Kern und so weiter. Das ist sicher auch ein Motivationsgrund für die Religionswissenschaften. Du hast jetzt gesagt, 2001 hast du dann angefangen zu studieren. Das heisst, 2003 habe ich studiert, 2001 habe ich mich beworben. Genau. Ja. Aber von 1991 bis 2001 bist du primär so in Indien gewesen, oder zwischen Indien und da hin und her pendelt. Ja, genau. Du hast schon ein paar Systeme oder ein paar Sachen jetzt erwähnt, so im Vorbeigehen. Ich habe extra noch nicht eingehakt. Vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer auf die einzelnen Sachen eingehen, wo du dort dann dich auch vertieft hast drin. Wenn ich das noch weiss. Wenn du das noch weißt, ja. Mehr wie 20 Jahre. Man kann das ja ganz einfach feststellen. Was ist das, wo dir irgendwie das, was du wirklich mitgenommen hast von dort, oder was du vielleicht auch heute noch praktizierst, oder was hat dich dort am meisten beeindruckt? Was hat dich auch immer wieder auf Indien zurückgebracht? Ja, also zum Beispiel die sogenannten Patanjali Sutras, dort ist es ja im 2. Sutra, das finde ich wirklich eine spannende Definition von Meditation. Das heisst Yogas Chitta Vritti Nirodha. Und Yoga ist ja so, ja, wird auch verschieden interpretiert. Die einen sagen Einheit oder Verwirklichung. Aber sicher mehr als so die Körperübungen, die man bei uns zum Teil nur noch als Yoga kennt. Ja, klar, ja, das ist ja nur das Hatha-Yoga. Also der kennt dann den sogenannten achtgliedrigen Pfad vom Yoga, wo heisst dann einfach Asana ist. Also Körperstellung. Mehr so als Vorbereitung vielleicht dann von den anderen Gliedern. Oder ein bisschen. Aber es ist auch eine Gleichzeitigkeit, ist ja sehr, also ich staune auch immer über die Parallelen oder, zwischen sogenanntem Hinduismus und Buddhismus. Buddhismus ist der 8-fache Pfad. Im Yoga gibt es den 8-gliedrigen Pfad und oben ist auch so der Dharana, Dhyan, Samadhi, ein bisschen anders, aber auch so verschiedene Versenkungsstufen. Aber wir sind ja, ich bin jetzt im zweiten Sutra gewesen, also Yogas, wo eben mehr ist als nur das Körperliche, ist eigentlich dort die ganze, ich könnte sagen, die Disziplin oder die Lehre von der Meditation. Und dann das Chitta, oder? Chitta ist Geist, Herzgeist, das ist ja auch so spannend. Also Chitta heisst ja nicht Geist, auch nicht, eher noch Mind, aber Chitta ist ja sowohl alles Emotionale wie auch alles Kognitiv und darum wird es manchmal auch übersetzt mit Herzgeist oder oft auch nur mit Herz, weil sie reden ja von Herz, wenn sie alles meinen, was uns das Innenleben betrifft. Also da haben wir Yoga, das Chitta und dann Vritti ist eben der spannende Begriff. Vritti finde ich wirklich sehr spannend. Das könnte man so mit Vortex, Strudel übersetzen, mit Bewegung. Aber Strudel gefällt mir eigentlich sehr gut. Strudel, also ich muss jetzt erst vielleicht die einzelnen Wörter. Vritti und dann Nirodha haben. Es ist so zur Ruhe kommen, auslöschen. Ja, ich glaube, etymologisch auch noch verwandt mit dem Nirvana. Einmal mindestens ist das Nir, ja, zur Ruhe kommen. Und dann, wenn man das Ganze zusammennimmt, wäre so Yoga oder Meditation, ist das zur Ruhe kommen von diesen seelisch-geistigen Strudel. Und das zur Ruhe kommen, das Nirodha, ist eben auch wieder so ein Begriff, den man viel breiter muss
auslegen. Es gibt denen, die sagen, es geht nicht nur darum, dass der Geist einfach ruhig wird. Das ist vielleicht eine ähnliche Diskussion wie im Buddhismus zwischen Shamat und Vipassana. Aber die Ruhe ist sicher einmal hilfreich. Also die Strudel kommen zur Ruhe. Die Herz-Geist-Strudel. Aber der Punkt ist auch, dass die Strudel, und darum gefällt mir der Begriff vom Strudel oder Vortex so, das Niroda bedeutet auch, dass man sich von diesen Strudel nicht einsaugen lässt. Und da kann man sich vorstellen, so, dass unser Bewusstsein oder unser Herzgeist, wo all die emotional-kognitiven Strudel immer wieder auftauchen und uns so reinsaugt und das Problem, Proliferation, wie sagt man, perpetuieren. Also wenn das Problem oder eine Emotion auftaucht, haben wir ja so eine Tendenz, dass wir uns in dem verfangen. Und dann wäre es eben so wie ein Strudel, der uns reinsaugt und dann kommt etwas Negatives und wir regen uns noch über das Negative noch mehr auf und geben dem noch mehr Gewicht und bringen noch mehr Geschichten. Da kommen die Assoziationsketten, oder? Und dass Meditation darin besteht, dass wir uns nicht einsaugen von diesen seelisch-geistigen Strudel, dass wir uns nicht identifizieren, dass wir uns nicht verlieren in diesen Emotionen. Zum Beispiel, dass wir uns nicht verlieren in einer Geschichte, die uns frustriert oder in einer Abneigung gegenüber etwas. Und dann wird das immer grösser und wir vergessen uns. Das klingt für mich recht einleuchtend und theoretisch auch völlig klar. Und wie ist das ganz praktisch unterrichtet worden? Punkt. Oder wie macht man das? Ja. Kannst du auch nicht einfach häufig so sagen, die Geschichte interessiert mich nicht mehr, in diesen Strudel lasse ich mich nicht mehr reinziehen? Genau. Oder kann man? Also ich meine, jetzt ist es ja nur einmal darum gegangen, was mich an den Sutras in theoretischer Hinsicht fasziniert hat, dass erstens mal die Begriffe recht klar sind. Vielleicht kann ich es jetzt nicht so klar darstellen. Aber einerseits sind die Begriffe recht klar, so auf den Punkt gebracht und auch Begriffe, die wir in unserer Alltagssprache fast keine ähnlichen Begrifflichkeiten haben, jetzt wie jetzt das Horitis. Aber nachher natürlich, das in die Praxis umsetzen, ist ja dann die ganze Geschichte oder auch Frage, was heisst überhaupt, eine meditative Praxis zu haben? Und jetzt würde ich jetzt die meditativen Praxen, eigentlich egal, welche Strömung wir nehmen, einmal so zusammenfassen, oder sagen wir nicht zusammenfassen, aber ein gemeinsames Element wäre doch, dass wenn wir sitzen und es tauchen Gedanken oder Gefühle auf, dass wir die weder verdrängen, noch uns eben reinsaugen. Das heisst, wir können das nur durch Gewohnheit in der Praxis umsetzen, durch eine Gewohnheit von einer anerkennenden, wachen und ich würde sagen auch liebevollen Haltung gegenüber von all diesen Erscheinungen. Und zwar so, dass wir in der Meditation üben, uns nicht einzumischen, uns nicht auf so einen Inhalt stürzen, was wir oft machen. Und aber gleichzeitig auch nicht, was wir auch oft machen. Inhalt und Gefühl und Gedanken und Erinnerungen weghaben. Das ist eigentlich auf eine Art, finde ich, haben so meditative Praxen also fast ein bisschen etwas Therapeutisches. Man anerkennt ein Problem, man anerkennt eine schwierige Emotion, man anerkennt eine schwierige Geschichte. Aber man tut sie nicht noch vergrössern, indem man noch mehr Geschichten daraus spinnt. Beziehungsweise oft, ich sage dem, es sind Assoziationsketten. Oft oder, haben wir ein schwieriges Erlebnis und dann lassen wir es nicht einfach nur bei dem schwierigen Erlebnis, sondern wir spinnen noch ganz viele andere Erlebnisse damit zusammen oder verweben mit dem schwierigen Gefühl noch andere Geschichten, die wir erlebt haben, die eine ähnliche Erlebnisqualität haben. Und dann wird es immer grösser und das wäre dann, wenn wir uns reinsaugen. Das heisst, wir tun es noch viel mehr verstärken, indem wir uns alle ähnliche Erinnerungen und Gefühle erleben, die in die Richtung gehen. Und das andere Extrem wäre,
man verdrängt, sagt, oh, ich will jetzt nicht über das nachdenken. Und in der Meditation, denke ich, das passt ja wieder zum Buddhismus, so der mittlere Weg von weder verdrängen, noch sich drinnen verlieren. Und der mittlere Weg würde darin bestehen, einfach achtsam, anerkennend und vielleicht eben auch liebevoll so etwas zu betrachten, aber auch wieder gehen. Also vielleicht so ein Umgang wie mit spielenden Kindern, die ja auch nerven können, vielleicht im Hinterhof oder so, wenn sie laut sind. Also, das sage ich oft bei meinen Meditationsbegleitungen. Egal, was da ist, lasst es einfach sein. Also ich glaube, die Meditation ist wie auch ein Training vom Sein mit dem, was sich zeigt. Das klingt vielleicht banal, aber ich glaube, das ist gerade eben schwierig. Einfach ein Sein lassen, das nicht heisst, man lässt sich fangen. Und ein Sein lassen, das ja auch heisst, man will etwas nicht ändern. Und ich glaube, aus dem nicht wollen haben, von etwas entstehen viele Probleme. Und auch aus dem sich hineinsteigern in etwas entstehen auch viele Probleme. Und wenn ich jetzt übe, mit dem zu sein, was ist, und das wirklich auch sehe, dann entsteht so etwas wie, vielleicht wenn wir wieder die Metapher von den Kind bringen, das lässt sich auch bei Emotionen anwenden. Sagen wir, alle Emotionen, die wir haben, sind doch ein bisschen so wie innere Kinder. Mhm. Und wenn wir liebevoll mit diesen inneren Kindern umgehen, wenn wir die wie als kleine Teilpersönlichkeiten, kleine einzelne Ich-Aspekte von uns behandeln, die einfach einen liebevollen Umgang brauchen, dann tun die sich komischerweise beruhigen. Und wenn wir es weghaben, werden sie nämlich stärker, weil sie werden ja nicht gehört. Und das ist bei Kindern eigentlich auch so. Mhm. Und wenn wir es aber, was wäre die Analogie beim Kind vom Innensteigern? Vielleicht, wenn wir einem Kind einfach überhaupt keine Grenzen setzen. Oder wenn wir es einfach voll entlassen. Oder wenn wir es vielleicht noch bestärken in dieser Emotion, oder? Und noch provozieren, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Und mich dunkt, in der Meditation lerne ich, eine Haltung zu entwickeln, die einerseits interessiert und offen und wach das einfach wahrnimmt, was ist. Und andererseits, wenn ich ja kann sein mit dem, was sich zeigt, ist das metaphorisch gesprochen wie ein Hatha-Yoga fürs Herz oder eine Dehnungsübung fürs Herz. Mein Herz wird weiter. Ich kann sein mit dieser inneren Trauer. Und ich sage, ja okay, jetzt ist halt mal die Trauer da. Und ich will sie nicht künstlich übertönen mit lustig sein und so, weil dann bleibt sie unten dran. Ich glaube, dann wird eine Art wie etwas geheilt. Und jetzt aus dieser Haltung heraus, glaube ich, gibt es auch einen anderen Umgang mit Menschen in ihrer eigenen Art. Weil, wenn ich auf einen Menschen ganz so eingehen kann, wie er ist, und ihn nicht will ändern, habe ich doch vielen wie soll ich jetzt sagen, eine gewaltlosere und eine weniger einschränkende und ablehnende Haltung, die ein Mensch auch wieder spürt. Ich finde das sehr eine schöne Zusammenfassung und eben ich komme vor allem aus der buddhistischen Meditation und das, wie sagt man, resoniert sehr bei mir, also Achtsamkeit und das quasi nicht eingreifen, auch die liebevolle Zuwendung. Ist jetzt das von dir so ein bisschen eine Meta-Erkenntnis über all die verschiedenen Praktiken, die du gelernt hast, oder ist das auch spezifisch jetzt etwas von der Patanjali Suttas? Nein, das ist schon eher eine Meta-Erkenntnis, ja. Sagen wir auch, ich würde jetzt sagen, Meditation könnte man auch anders zusammenfassen. Es ist ein bisschen ein Desidentifikationsprozess, würde ich auch sagen. Oder? Weil je identifizierter und enger wir sind, umso mehr Probleme haben wir und umso mehr Probleme machen wir wahrscheinlich auch, weil dann ist das Ego so fix, fest und hart.
Also in gewissen buddhistischen Richtungen ist ja die Erkenntnis, dass quasi selbst nichts so Festes und Überdauerndes ist ganz eine zentrale. Es gibt ja im früheren Buddhismus dann auch die 3 Daseinsmerkmale von Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, also dass sie nichts so letztendlich wirklich glücklich machen kann, weil es auch immer wieder vergeht. Und dann eben nicht selbst, nichts ist wirklich nichts ist wirklich inhärent aus sich heraus entstanden, sondern alles besteht aus Ursachen-Wirkungsprinzipien. Und das ist sehr buddhistisch und ich glaube, gerade etwas wie Advaita Vedanta sieht das ja dann eigentlich wieder zum Teil auf die einen Seite von außen gesehen fundamental anders. Also da gibt es ja genau so ein ewiges Selbst, das aber dann alles umfasst, aber ja, das staune ich immer wieder, wie da Unterschiede gesehen werden, die vielleicht gar nicht vorhanden sind. Ja, also ich meine, im sogenannten Hinduismus oder im Vedanta und im Advaita Vedanta sagen wir ja auch das Ego, das enge Ego, sei eine Täuschung, oder? Und mich denkt manchmal, das ist vor allem auch ein semantisches Problem. Also ich meine, Atman, wenn man das als Ego anschaut und als fixe Identität, aber dann gibt es ja noch Paramatman und Brahman und dann sagt man Atman, gibt es doch so das Bild im Vedanta, da kann man sich vorstellen. Also Atman heisst eigentlich einfach selbst oder Atta. Oder, ja, genau. Also Atta ist Pali und Atman ist Sanskrit. Gibt es doch so das Schöne, die Metapher, dass so Atman oder eben die individuelle Seele wäre wie innerhalb von dem Krug und dann Brahman wäre der unendliche Raum oder Gott. Und nachher ist der Krug die Illusion und wenn der Krug zerbricht, ist ja klar, der Raum, der da innen ist vom Atman, ist auch identisch mit dem Brahman und insofern ist Atman schon eine Illusion, oder? Aber generell staune ich auch immer wieder, wie so Schulen also Begriffe kleben. Oder weißt, also insofern vielleicht ist die Philosophie auch eine grosse Hilfe für mich auf dem Weg. Vor allem die Sprachphilosophie, wo ich jetzt mal würde so zusammenfassen, meine Erkenntnis daraus, dass die Sprache ja enorm unser Denken prägt, aber dass die Sprache etwas extrem Unklares auch ist. Und dass oft so Begrifflichkeiten gar nicht klar definiert werden und auf etwas nur scheinbar verweisen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es existiert nicht, weil es ein Prozess ist, stimmt doch das gar nicht. Also weißt, man sagt, Atta existiert nicht aus sich selber raus, ist nicht eine Essenz, weil es ist alles kontinuierlich im Fluss und es existiert nicht aus sich selber raus. Und dann wird manchmal gesagt, darum existiert es auch nicht. Ja, aber was heisst denn das? Der Prozess existiert ja. Ja. Und dann wird, manchmal denke ich mir ist auch, also zum Beispiel jetzt auch der Begriff existieren, ja, ab wann redet man denn von existieren? Ja, und ich glaube, genau das sind Territorien, wo der Buddha zum Beispiel eigentlich genau nicht gegangen ist. Ich glaube, es gibt nie eine so eine klare Aussage, ob es jetzt ein Selbst gibt oder nicht gibt. Aber das wird oft, ich glaube, das finde ich das Geniale, dass er sich eigentlich ontologisch gar nicht so festgelegt hat. Aber mich denke, im westlichen Buddhismus oder vielleicht generell, ich weiß es nicht, hört man manchmal Leute, die einfach so Zeug behaupten oder auch den Atheismus so über stark Betonung. Aber ich meine, ich finde das sowieso spannend. Oder in der indischen Tradition ist ja auch das Tetralemma. Also es kann etwas geben, es kann es nicht geben. Es kann es aber auch gleichzeitig geben und nicht geben. Oder, also es gibt eigentlich 4 Möglichkeiten. Und bei uns ist es immer so eher schwarz-weiß in dem westlichen Denken. Es gibt es oder es gibt es nicht. Aber zwischendurch gibt es nicht viel. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied zwischen der Philosophie und dann auch der Herangehensweise und der Denkweise und der Kultur bei uns und in Asien. Bei uns sagt man doch Tertium non datur, glaube ich. Ein drittes gibt es nicht. Ja. Es gibt's. Oder es gibt es nicht. Oder es trifft zu. Oder es trifft nicht zu. Aber nicht beides. Und mich denkt es auch, so im asiatischen Denken gibt es so das sowohl als auch. Oder auch so das Paradoxe. Hört man aber auch oft von mystischen Traditionen. Dass es so das Paradoxe betont wird, das nicht begreiflich. Und vielleicht ist das auch nur deshalb der Fall, weil
es gibt ja eine Ebene von Denken, die sehr auf Begriff bezogen ist. Und nachher gibt es aber auch eine Ebene, wo eben Begriff übersteigt. Und in der Philosophie ist ja das auch ein grosser Streit. Also meine Professorin, das hat mir auch so gefallen, die ist Spezialistin für sogenanntes nicht-propositionales Wissen. Und nicht-propositionales Wissen ist Wissen, das nicht nur auf Propositionen, sagen wir jetzt vereinfacht, nur auf Aussagesätze basiert, sondern zum Beispiel kann auch ein Schuhe binden. Wissen wie Schuhe binden, wissen wie Velo fahren, aber auch zum Beispiel, das war ja in meiner Doktorarbeit ein Thema, auch wissen wie rot ist. Das kannst du begrifflich nie beschreiben in einem Farbenblinden. Oder vielleicht auch in der Kunst und Poesie geht es ja nicht nur um die Aussagesätze, weil die wären dann oft sinnlos, aber es wird auf etwas verwiesen, wo eigentlich jenseits von der Sprache ist. Mhm. Und ich glaube, das wird in unserem Denken zum Teil unterschätzt, dass es auch Wissensformen gibt, die eben nicht nur auf Begriff beschränkt sind. Ich meine, allein eine Emotion, ein Gefühl, eine Ahnung. Und eigentlich ganz generell, wenn wir schauen, ist es gar nicht möglich, alles auf klare, eng umgrenzte Begriffe zu reduzieren. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die verschiedenen Systeme zurückkommen, kannst du zu Advaita Vedanta vielleicht noch ein Wort sagen? Ja, schon so lange her. Aber beim Advaita Vedanta habe ich gerade kürzlich auch gelesen, muss man scheinbar auch noch unterscheiden zwischen dem Neo-Advaita Vedanta und dem Advaita Vedanta selber. Und beim Advaita Vedanta habe ich nämlich oft auch schon festgestellt, dass Also da geht es ja sehr stark um die Non-Dualität, oder? ja, und dass das ein bisschen überstrapaziert wird. Und jetzt habe ich gerade kürzlich gelesen, dass das eben vor allem im Neo-Advaita Vedanta, also in der westlichen Form vom Advaita Vedanta der Fall ist, dass genau, und zwar folgendermaßen, die fangen eigentlich, also sagen wir, im sogenannten Neo-Advaita wird kritisiert, dass die eigentlich neu mit anfangen, wo ganz viel voraussetzt. Also zum Beispiel ethische Richtlinien, gewisse Sachen innerhalb von relativen Belangen. Und sie fangen einfach beim Absoluten an. Und offenbar werden ursprünglich Advaita Vedanta ist das alles eingeschlossen, so mit der ganzen ethischen Basis und so. Und beim Neo-Advaita Vedanta selber gibt es zum Teil so eine Tendenz, dass man immer von dieser Absolutheit ausgeht und auch sagt, ja, ich muss gar nicht meditieren, ich muss nur noch realisieren, dass ich bereits schon erleuchtet bin und all die hast vielleicht auch schon so Phrasen gehört. Und ich habe jetzt eben gehofft, du könntest mir schnell sagen, wie ich das machen muss, dass ich das einfach realisiere. Ach, das finde ich immer so verdächtig, aber offenbar ist der Witz, dass das eben von einer bestimmten Stufe und Entwicklung ausgeht, die aber muss gemacht worden sein. Du willst mir jetzt einfach nicht sagen, ich habe die Stufe noch nicht erreicht. Danke. Okay. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber es gibt scheinbar Schulen, die dort anfangen, weißt? Und die Leute sagen, du musst gar nicht meditieren, du musst nichts an dir arbeiten, du musst zu keiner Einsicht kommen, es ist alles bereits schon vorhanden. Hast du vielleicht auch schon gehört, es gibt so populistische Strömungen, die dann vielleicht den Leuten sehr... Also ich weiss, ich habe auch so Leute kennt, die haben zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, die haben irgendwie auch so geredet, die haben gesagt, schau, ich meditiere nicht mehr und so, ich schaue Fernsehen, dann bin ich ja auch der Beobachter und ich bin sowieso der Einheit und so, weißt du, und haben das Gefühl, ja, das ist bereits alles schon vollkommen. Und offenbar kommt das von dem Missverständnis her, dass wir, sagen wir, die vorbereitenden Einsichten und auch Prozesse in dieser Engführung von dieser Philosophie rausgelassen worden sind. Ja, spannend habe ich dort einfach gefunden, dass so das, was ich vorher vom Vedanta erzählt habe, mit dem Krug und dem Atman und dem Brahman, das ist doch auch so ein schönes Bild. Und das, ich meine, die Philosophie überschneidet sich ja auch. Also ich meine, Vedanta ist ja eigentlich schon non-dualistisch. Der Sankhya ist dualistisch. Und dann, ich denke, mit dem Advaita Vedanta, Advaita heisst ja nicht dualistisch. Und der Vedanta kann man aber auf verschiedene Arten, glaube ich, interpretieren. Ja, es gibt, glaube ich, ein Advaita Vedanta, Vishishta Advaita Vedanta. Und es gibt irgendwie etwa 5 verschiedene Formen, wie man könnte das Vedanta, wo ja eine Spätform, glaube von den Vedas, ich glaube so, das eine Art Ergebnis von den Vedas
darstellt, wie man das kann interpretieren. Und dann gibt es die verschiedenen Strömungen, wie jetzt zum Beispiel bei der Advaita-Vedanta, wo das Nicht-Dualistische ganz stark betont. Und dann gibt es ja auch Formen, wo, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Philosophie des Geistes, da gibt es die weißt du, wo so um Körper-Geist-Dualismus und so geht, da gibt es die verschiedensten Akzentuierungen von dieser Dualität oder aber auch Nicht-Dualität. Die sagen dann, nein, es gibt immer, sagen wir, die dualistischen Strömungen sagen dann, nein, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen dem individuellen Selbst und dem Göttlichen, und andere sagen, nein, das war schon immer eins gewesen. Und das ist hochkomplex, was es da alles für verschiedene Auslegeweisen gibt. Hat dich dann mehr das Philosophische an dem Versteht interessiert als das Praktische? Damals, ja. Also jetzt beim Advaita-Vedanta sowieso. Ja. Beim Patanjali natürlich auch. Ich habe es dort spannend gefunden, dass es überhaupt so Schriften gibt, die eben auch noch so psychologisch, ja, auf eine Art auch noch meditationspsychologisch, weißt, mit all diesen verschiedenen Emotionsarten, wo hilfreich, nicht hilfreich und auch ein bisschen ähnlich wie im Buddhismus, oder auch mit den Identifikationsprozessen und was es für Faktoren gibt, die können hilfreich sein können. Zum Beispiel gibt es dort den Begriff Vairagya, wo so etwas ist wie, glaube ich, Upekkha im Buddhismus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel auch wieder vergessen. Ja, wir müssen ja da auch nicht Begriffsdefinitionen machen. Ja. Was aber in deiner Biografie mich sehr praktisch gedunkt hat, ist das Pranayama, Atmen, oder? Ja. Was hast du dort gelernt und praktizierst du das auch heute noch? Oder was hat das für Ja, das Pranayama ist ja so ein zweischneidiges Schwert, wenn du das vergleichst mit dem sogenannten Anapanasati. Beim Pranayama tust du eigentlich sehr viel am Atem beeinflussen und arbeiten, und im Anapanasati gibt es ja mehr, ich glaube, durchgängige Medienhaltung. Man soll sich überhaupt nicht einmischen, sondern nur beobachten. Und in der letzten Zeit tue ich eigentlich schon mehr einfach den Atem so beobachten, wie er sich zeigt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich sehr müde bin oder aufgeregt, dann tue ich eigentlich eher wieder so etwas anwenden, wo man Pranayama nennen könnte. Aber ich meine, im Westen gibt es ja auch so Atemschulungen, wo man mit dem Atem arbeitet. Das ist jetzt nicht eine Insel, dass es nur dort gibt. Aber praktisch finde ich, dass es so ganz bestimmte Übungen gibt, die du kannst als Vorbereitung für Meditation machen, oder wenn du das Gefühl hast, du seist übertrieben nervös, dann bringt es ja von mir her gesehen nicht unbedingt etwas, wenn ich jetzt einfach den Atem, wie er flach ist und fast hyperventilierst und sage, nein, ich mische mich nicht ein, ich das nur beobachten. Dann kann ich ja auch regulieren. Aber ich denke, bei den anderen Schulen, wie jetzt beim Anapanasati, die sagen, du dich nicht einmischen, geht es wahrscheinlich darum, dass man in der Meditation nicht allzu viel sogenanntes Stewardship hat, wo ich finde, ist auch noch ein Element, das man vielleicht anschauen könnte, das gemeinsam ist bei ganz vielen Meditationstraditionen, dass es darum geht, eben einmal nicht zu tun. Und darum, glaube ich, gibt es auch die kritische Haltung gegenüber vom Pranayama, oder? Eben, aber du hast es vorher erwähnt, gleichzeitig ist es so, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren sind immer mehr Bücher rausgekommen zu Atemtechniken aus dem Westen, irgendwie Box Breathing, also weißt du, man wirklich? Habe ich gar nicht so. Gleich lang einschnauft, dann die Luft anhaltet, gleich lang ausschnauft, gleich lang wieder die Luft anhaltet, oder Kohärenzatmung, wo quasi in einem Kreis gleich lang ein- und ausschnaufst, ohne Pause zwischendurch. Dann gibt es so irgendwie, 8-7-4-Techniken, die auch irgendwie sollen zur Beruhigung beitragen. Du hast vorher erwähnt, es gibt dann eben vielleicht Techniken, wo wenn man vor der Meditation nervös ist. Was wäre dann so eine klassische Technik? Also ich finde das mit dem Zählen, finde ich auch, das habe ich übrigens auch schon bei Sufis erlebt. Die haben immer auf 7 gezählt und dann 1 Sekunde Pause und dann wieder 7. Und ich mache manchmal auch das mit den Nasenlöchern, oder? Da gibt es ja rein orthodox, müssen wir glaube 4 rein. Also du hast jetzt ein Nasenloch zu? Ja, hast da eins zu, und sie verbindet sie dann auch mit einer ganzen Philosophie von sogenannten Idam, Pingala, weißt, Mond- und Sonnenkraft und männlich, weiblich, all das Zeug. Aber es kommt eigentlich nicht so drauf an. Ist ja vielleicht auch gut, einfach nur schon, weil als Konzentrationsübung, also da kannst du zum Beispiel so einschnaufen auf der linken Seite und dann anhalten. Das andere Nasenloch zuheben. Und dann das andere Nasenloch zuheben und dann ausschnaufen. Und dann gibt es so eine Zählweise, die ist glaube ich 4,
Einschnaufen. Komischerweise beim Einschnaufen sagen sie immer weniger. Und dann anhalten ist, glaube ich, 8 und dann ausschnaufen irgendwie 12. Ich weiss es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, ich habe für mich herausgefunden, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich gleich viel einschnaufe wie ausschnaufe. Ist doch irgendwie auch natürlicher. Und anhalten, was habe ich jetzt Alex für eine Erzählung? Und ich habe aufgehört, mit den Nasenlöchern zu machen. Ich finde es gerade eigentlich besser, einfach ganz natürlich so einschnaufen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht so etwa 8, kommt ja darauf an, wie schnell man zählt, oder? Und dann vielleicht etwa 4 die Luft anhalten und dann wieder 8 ausatmen. Und dann wieder 8 einatmen, 4 anhalten, 8 ausatmen. Aber ich denke, wichtig ist, dass man vielleicht schon am Anfang, wenn es ein bisschen unbequem ist, auch mal die Luft anhalten. Aber das Problem bei so Übungen, wenn die nach so fixen Zahlen sind, finde ich, ja, dann wird es zu so einem Zwang, der dann ja, fast auch richtig so einem Leistungsdenken geht und auch gar nicht mehr zur Entspannung führen, oder? Ich denke, bei so Übungen musst du auch schauen, wie weit ist es noch auch komfortabel. Also weißt du, da die Luft anhalten, nachher kollabierst du, bringt ja wirklich nicht. Aber manchmal machen so Sachen, aus Luft anhalten, finde ich, hat so eine beruhigende Wirkung auf den Geist. Ja, und allein schon das Zählen beim Atem kann ja auch eine Konzentrationshilfe sein. Das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt. Also letztlich geht es ja bei der Meditation meiner Meinung nach nicht darum, irgendein Mantra oder eine ganz bestimmte Zählweise beim Atem zu perfektionieren, sondern das sind für mich alles geistige Anker, die helfen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und genauso kann sie auch beim Atem das Zählen sein. Oder du kannst ja auch zählen ohne Atmen, wenn dir das hilft. Also ich denke, so kognitive Inhalte, die monoton sind wahrscheinlich eine grosse Hilfe, weil, wenn sie monoton sind, tun sie unseren Geistesapparat nicht noch zusätzlich anregen. Und insofern kann das auch eine grosse Hilfe sein, wenn ich jetzt einfach beim Atem zähle und dann das Anhalten ist. Gibt es die sagen, es darf sich irgendwie Energie ansammeln und so? Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Also ich habe auch das Gefühl, es bewirkt etwas. Aber ich meine, allein schon das bewusste Atmen bewirkt etwas. Und dann, wenn du ein bisschen so ruhiger geworden bist, finde ich es schon hilfreicher, sich gar nicht gross auch beim Atem einzumischen. Sich generell, das würde ich ja schon sagen, ist eine Essenz vom Meditieren. Einfach einmal aber eigentlich nichts tun. Oder im Zen sagt man doch, glaube ich, nicht denken. Oder ich meine, hat nicht der Meister Eckhart, der hat auch etwas in die Richtung gesagt. Bei ihm geht es auch noch um das Nichts und auch um die sogenannte, er hat das, glaube ich, geistige Armut genannt. Tönt ein bisschen komisch, aber ich denke, dass auch diese Form will in eine Richtung verweisen, wo es einfach einmal darum geht, zurückzustehen. Und der Punkt ist ja, dass Meditation, und das ist vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, wir sind jetzt sehr theoretisch gewesen und das ist ja alles auch spannend, aber ich sehe auch immer wieder, wie viel ich von all diesen Sachen vergessen habe, aber was bleibt, ist wirklich, ich würde sagen, das sind Skills. Und ganz ähnlich ist es ja mit einem Studium. Ich habe so viel vergessen, aber gewisse Skills, also Fähigkeiten, bleiben. Und genauso, finde ich, ist es mit der Meditation. Also allein schon, und das wird ja oft nur als Vorstufe abgetan, aber Konzentration allein ist im Alltag so hilfreich. Und zwar nicht nur im Alltag, natürlich auch beruflich und sagen wir intellektuell im Hinblick auf Studium, auf Arbeiten schreiben und so. Wenn ich mich konzentrieren kann, kann ich so viel besser arbeiten. Aber auch zwischenmenschlich. Weil,
was ich oft beobachte, wenn ich mit Menschen rede, Menschen, die vielleicht nicht so konzentriert sind, es gibt Leute, da kannst du fast kein Gespräch führen. Da kommst du mit einem Satz und das ist nicht böswillig. Die kommen dann irgendwie mit einer Geschichte von innen. Und dann geht das immer so hin und her und du kannst dich eigentlich nie nicht in ein Gespräch vertiefen. Und das kannst du natürlich auch negativ deuten und sagen, ja, das ist eine egozentrische Person. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Konzentration nicht so hoch ist. Weil ich denke, jeder von uns stellt ja fest, wenn sie oder er diskutiert, dass immer wieder eigene Einfälle kommen und dann braucht es wie so eine innere Askese oder eben Konzentration. Halt, jetzt lasse ich zu. Und dann kommt wieder eine Idee, wieder ein Gedanke, ich will denn das sagen und dann muss ich wieder sagen, halt, jetzt lasse ich zu. Und ich glaube, allein schon das, im zwischenmenschlichen Gespräch, habe ich gelernt, das wie auch als auf eine Art auch als wie eine Meditation zu praktizieren. Wenn ich mit jemandem rede, denke ich, oh, jetzt lasse ich da aber. Oder zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, wo vielleicht mir in einer Neigung entsteht, nicht einverstanden sein. Oder es gibt dann auch so Neigungen, die vielleicht eine Arroganz auch erwecken, oder? Und dann versuche ich das ist dann wie eine Art des Mantra, dann denke ich sofort Respekt. Oder Respekt und gehe voll einfach zurück und will einfach nur hören, einfach mal, was hat die Person zu sagen. Und das ist ja auch, das ist alles sehr praktisch und ich glaube, das ist sehr abhängig von einer meditativen Praxis. Also das können Sie mit jemandem. Und im Hinblick aufs Innenleben, finde ich, ist Meditation, oder aufs psychische und emotionale Leben, finde ich, ist Meditation enorm hilfreich. Und zwar insofern, dass ich merke oft, dass ich gar nicht in eine negative Emotion komme, weil ich sie schon beim Entstehen entdecke. Und früher habe ich das gar nicht gemerkt. Oder? Da kommt irgendeine Idee, eine Interpretation, wo man zuerst gar nicht merkt, wo das hinführt. Also ich tue das oft vergleichen mit so, du stehst in einem Bahnhof und da hat es die verschiedensten Züge. Und jeder Zug führt in eine bestimmte Richtung, mit einer bestimmten Gegend, die eine bestimmte Qualität hat. Und jeder Zug, jetzt wieder in einer konkreten Erlebniswelt, kann man gleichsetzen mit einem Gedanken. Also jeder Zug ist ein Gedanke oder jeder Gedanke ist ein Zug. Und wenn irgendein Gedanke auftaucht, wo irgendwie jemand macht oder mich oder sonst irgendwie besonders negativ ist und undifferenziert, dann kann ich weil ich ja im Bahnhof stehe und durch Meditation eine gewisse Achtsamkeit und auch, ich sage dann, mentale Autonomie gelernt habe, kann ich dann entscheiden, will ich in diesen Zug steigen oder nicht. Und das passiert wirklich im Alltag, oder? Ich kann sagen, oh nein, dich kenne ich. Da muss ich nicht mit. Du hast jetzt von negativen Emotionen geredet. Das finde ich noch ein spannendes Gebiet, weil ich glaube, das ist auch in den unterschiedlichen buddhistischen Richtungen wird das ein bisschen unterschiedlich gesehen. Gibt es überhaupt negative Emotionen? Oder kann das, was wir zum Teil als negative Emotion bezeichnen, eigentlich einfach entweder sogar einen Nutzen haben oder einfach neutral angeschaut werden? Also, nehmen wir mal das Beispiel Wut. Ist Wut negativ? Das ist ja so eine... Oder nicht? Ja. Ich glaube, vor allem in der Vajrayana-Tradition und so gibt es doch so die Idee, den Tiger reiten und so, dass man die Wut nutzt und so. Und dann, mich denkt, im Theravada wird Wut eher als negativ und destruktiv. Im Theravada verankert? Also wenn du in Indien, du hast ja auch noch mit Buddhismus auseinandergesetzt, oder ist das so ein bisschen die ganze... Ich habe schon eigentlich alles angeschaut, aber ich habe jetzt noch viel eigentlich mit Leuten zu tun oder kenne vor allem Leute aus dem Theravada. Aber ich würde jetzt mich nicht ich würde mich eigentlich auch nicht als Buddhist sehen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Genau, ja. Ich versuche wirklich so, mein Approach ist bei all diesen Sachen interreligiös, würde ich jetzt mal sagen, oder transkonfessionell. Jetzt aber zurück zu der Emotion. Ich glaube, es steht auch beides, weil, also ich meine, da müsste man ja wirklich die Realität verleugnen, wenn man würde sagen, die Emotion Wut kann nichts Schlimmes anrichten. Also das ist jetzt, wäre ja absurd, oder? Ich meine, wie viel Mord, wie viel Gewalt
entsteht wegen Wut. Also insofern hat Wut sicher einen gefährlichen Aspekt. Aber die Kraft in der Wut, glaube ich, kann man schon auch nutzen, ja. Dann kann es quasi zum heiligen Zorn oder so werden, vielleicht metaphorisch gesprochen. Und ich glaube, das ist ja wieder die Haltung, die ich vorher mit der Metapher der Kind versucht habe zu darlegen. Wenn ja jetzt eins von diesen inneren Kindern, die ich habe, wütig ist und ich das zulasse, aber nicht blind nach dem handeln, dann kann ich ja einfach die Kraft von dieser Wut aufnehmen und dann etwas Konstruktives daraus machen. Zum Beispiel, wenn es mich wütig macht, dass irgendetwas ungerecht ist, kann ich mich politisch engagieren oder etwas darüber schreiben oder und so weiter. Ja, kannst du dir ja vorstellen. Insofern kann man schon sagen, gibt es keine negative Emotion. Da könnte man vielleicht sogar sagen, es gibt gar nichts Negatives. Aber das finde ich jetzt auch noch, das wird ja dann auch sehr schnell falsch verstanden. Und letztlich haben wir da wieder ein semantisches Problem. Ja, was heisst denn negativ? Da können wir sagen, destruktiv. Vielleicht negativ tönt ja so dualistisch oder gut-böse. Ja. Und doch, wenn man das genau anschaut, wenn jemand von negativ redet, meint die Person eine Emotion, die jemanden kraftlos macht. Oder eine Emotion, die jemanden so verändert, dass er in der Umwelt Leiden eher schafft. Und dann kann man ja schon ehrlicherweise sagen, es ist negativ, aber das heisst nicht, dass man das nicht kann transformieren oder sublimieren. So wie, ja, also von dort her finde ich sowohl als auch. Wir sind jetzt so ein bisschen auch bei der praktischen Seite gewesen, und da nimmt es mich noch Wunder, du bietest ja da im Haus der Besinnung die stillen Wochenende an und neu auch etwas, was du Spektrum der Aufmerksamkeit nennst. Das nimmt mich Wunder, was ist das Spektrum der Aufmerksamkeit? Ja, der heisst nur der Titel so, aber ich fange dort an mit mal zu schauen, ob ich es auswendig noch herbringe. Das letzte Mal wirklich klein, wir müssen auf den Ablauf schauen. Aber es sind alles Sachen, die eigentlich sehr naheliegend sind. Und das Spektrum insofern, weil ja in dem Bereich, wo wir meditieren, gibt es ja ganz viel, also nicht ganz viel, gibt es ja wie so ein Spektrum von Möglichkeiten, wie man meditieren kann. Und dann ist das körperbasiert. Ich glaube, ich fange an mit dem Körperbasierten, dass man einfach, und beim Körper ist es wieder sehr ähnlich wie bei den Emotionen und bei den Gedanken. Wenn ich jetzt eine Verspannung spüre, da zum Beispiel. Der Schulter. Ja, bei den Schultern. Und nachher so eine innere Abneigung entwickeln. Oh, drück das und so, dann verspanne ich mich noch mehr durch die Abneigung, oder? Und wenn ich jetzt einfach da auf eine sanfte, liebevolle Art die Verspannung, ja, dann vielleicht auch dankbar gegenüber vom Körper das wahrnehme, dann entspannt sich das in den meisten Fällen mit der Zeit selber und ich merke auch, wo ich überhaupt anspanne. Also dort geht es auch eigentlich um einerseits Desidentifikation, andererseits auch um ein vielleicht auch um ein Umarmen, so wie sich der Körper gerade zeigt. Und auch um ein Wahrnehmen. Und da fange ich zum Beispiel mit dem an, mache so Führung, du so Bodyscan, kennst du sicher auch. Und allein schon das, allein schon die Aufmerksamkeit. Und da haben wir ja vorher noch darüber diskutiert. Also die Achtsamkeit hat ja immer auch eine Färbung. Und wenn jetzt das zum Beispiel eine liebevolle Achtsamkeit ist oder so eine Kindfulness gegenüber vom Körper und ich durch den ganzen Körper durchgehe, dann bin ich nachher entspannter. Und durch die Achtsamkeit merke ich ja auch, ob ich schräg sitze oder so. Also da fange ich mit dem an und nachher kommt das, wo ich atembasierte Achtsamkeit oder so nenne. Ich weiss es gar nicht mehr genau. Und dann mache ich so Atem. Ich glaube, ich habe das letzte Mal sogar mit einer kurzen Pranayama-Übung angefangen. Es hilft ja zum Konzentrieren und nachher einfach nur der Atem. Und dann ist der Atem wie ein Anker, um immer wieder im Moment zurückzukommen. Und ganz auch wie beim Körper, das habe ich vielleicht beim Körper noch rausgelassen. Ich sage, ich habe mich immer, bei der Meditation geht es ja auch darum, ganz im Hier und im Jetzt zu sein. Klingt banal, aber ist ja nicht so schwierig. Nicht so einfach. Und dann, der Körper kann nicht in die Zukunft. Der Körper kann nicht in die Vergangenheit und
1000 Geschichten wieder neu stricken, was man bereut und was nicht gut war. Und auch die Zukunft mit allen Befürchtungen, sondern der Körper ist einfach jetzt. Und darum hilft es sehr als Anker. Und genauso ist es mit dem Atem. Der Atem ist auch immer jetzt. Und nachher habe ich Chitta-Nupassana, könnte man dem sagen. So Herz-Geist-Betrachtung. Herz-Geist-Betrachtung, wo wir vielleicht vorher schon angetönt haben, wo man alle Emotionen und alle Gefühle, Emotionen, Körpergefühle und alle mentalen Inhalte, Bilder, vielleicht auch akustische, wortbasierte Erinnerungen gibt es ja manchmal auch, dass einem gewisse Sätze in den Sinn kommen, einfach alles Mentale achtsam wahrnimmt, aber sich nie nicht einmischt, sondern einfach all die Herz-Geist-Aktivitäten sich so entfalten, wie sie sich gerade im Bewusstsein zeigen und aber klar wahrnimmt, was da passiert und allein schon durch die Beobachtung und das nicht einmischen kommt das auch zur Ruhe. Und dort versuche ich wie auch so eine Übung einzubauen mit dem nicht urteilenden, nicht kontrollierbesessenen Haltung, all die inneren Prozesse zu sehen und vielleicht auch zu anerkennen. Und durch die Anerkennung gibt es auch wie so einen Gesundungsprozess. Und natürlich dann auch eine Stillung. Und ich glaube, das sind dann die nächsten Stufen. Ich glaube, nachher habe ich noch als Stufe so etwas wie die Stille selber und das Bewusstsein selber. Also dann baue ich dort eine Übungsphase ein. Und das ist vielleicht relativ schwierig, aber ich denke, wenn der Geist schon einigermaßen ruhig ist, dass wir einfach im Bewusstsein bewusst sind, dass ich einfach nur versuche, bewusst zu sein. Es klingt so zirkulär, oder? Oder mit Achtsamkeit auf die Achtsamkeit schauen. Oder mit dem bewusst sein. Ja, es ist noch schwierig, das anders auszudrücken. Einfach ganz mit dem sein, wo in dem Moment sich allem gewahr ist. Das heisst aber nicht, dass du kein Objekt wahrnimmst gleichzeitig? Also ich erlebe es dann schon oft, dass eigentlich nicht mehr viele Objekte da sind oder auch eigentlich keine Gedanken. Also das heisst, du hörst dann auch die Vögel draussen nicht mehr tiefer? Ja. Und genau, hast du dann gleich Objekt auch. Aber zwischen dir hörst du ja eigentlich nicht mehr. Also eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, man sagt ja, es gäbe auch so Vertiefungszustände, wo wie die Ohren blockiert sind und so. Ich erlebe das eigentlich weniger so. Ich glaube, es ist mehr, dass der Fokus vom Bewusstsein so ausgerichtet ist, dass man das nicht mehr bewusst wahrnimmt. Das ist ja vielleicht dann auch eine Definitionsfrage. Hört man es noch oder hört man es nicht? Aber ich habe dann schon das Gefühl, es sei, oder nicht nur das Gefühl, sondern das Erlebnis, dass dann, eigentlich ist dann wirklich nicht mehr viel, sind dann eigentlich nicht mehr grosse Objekte vorhanden zwischendrin. Und da kommt natürlich wieder etwas, aber man sagt ja auch, dass man mindestens die Gaps, die sich zeigen, kann beobachten. Oder ich meine, du kannst ja auch nicht behaupten, dass, wenn du meditierst, dass konstant immer Gedanken kommen sind, völlig ausgefüllt, bis ins letzte Sekundenwinkel oder auch Töne und Geräusche und alles, sondern es gibt mindestens Gaps, also Spalten oder wie sagt man, Zwischenräume, die ohne Gedanken sind und die können ja auch dann länger werden, je nachdem, wenn der Geist ruhig ist. Und ich meine, da im Haus der Besinnung ist manchmal so still, also da hörst du wirklich, vielleicht noch die Heizung, klar. Ja, aber es gibt ja auch den Streit, es gibt ja sogar die Behauptung, dass Bewusstsein nicht existieren, wenn kein Inhalt da ist. Das ist, glaube ich, auch ein Streit, aber das finde ich ziemlich unplausibel. Also, dass quasi eine Bewusstlosigkeit da wäre, sobald kein Objekt mehr vorhanden ist, aber das bezweifle ich jetzt und das ist auch nicht meine Erfahrung. Ja. Aber ist vielleicht auch wieder ein semantisches Problem. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, das ist eigentlich schon ein meditativer Zustand und nicht ein Switch, den du jetzt machen kannst, zum Beispiel während unserem Gespräch und sagen, okay, jetzt bin ich im
nur im Bewusstsein und nicht mehr das Bewusstsein als Bewusstsein wahr. Aha, ja, genau. Ja. Nein, also jetzt. Gut, es gibt schon auch die Idee. Also hast du die Idee von, ja. oder es gibt doch die Idee, wenn man das Bild hat, zum Beispiel sagt, du kannst ganz still werden und dann hast du wie einen See, wo die Wasseroberfläche wird still und dann siehst du auf den Grund. Und die Frage ist jetzt, musst du überhaupt auf den Grund sehen oder musst du eigentlich das Spiegelbild anschauen, das sich spiegelt im Wasser? Und wenn du immer auf den Grund schaust, dann schaust du das Spiegelbild durch und realisierst gar nie, dass da ein Spiegelbild hat. Das verstehe ich die Metaphern noch nicht. Und Metaphern ist für den Geist wahrzunehmen. Wenn du immer irgendwie probierst, den so ruhig zu machen und dann wie durch und durch schaust, dann gibt es so wie die Metapher von, hey, er ist eigentlich so nah wie die Spiegelbild auf dem Wasser. Du musst nur quasi deine Schärfeeinstellungen mal nicht durchrichten, sondern auf die Oberfläche. Spiegelbild. Genau. Gut, wenn du an dieser Metapher haftest, könntest du schon sagen, solange der See nicht ruhig ist, spiegelt er nicht. Genau, aber, das auf jeden Fall. So viel schon, aber nicht so ruhig. Man könnte dann sagen, wenn es das Spiegelbild ist, man kann auch sagen, es ist der Mond, der drin spiegelt, dann kann es auch noch recht wählen und er spiegelt immer noch. Aber ja, genau. Es gibt natürlich auch die Idee, die kommt, glaube ich, vor allem aus dem Advaita-Vedanta. Aber das dunkelt mir eben zum Teil auch ein bisschen zweischneidig. Die sagen, der Beobachter oder das Bewusstsein oder das reine Bewusstsein ist immer da, auch wenn es noch so stürmt und du musst dich einfach nur auf das konzentrieren. Dann wäre ja eigentlich so eine Geisterstille nicht notwendig. Genau, das ist so ein bisschen meine Frage. Aber ich glaube, ein bisschen, vielleicht ist es auch wieder beides. Ich denke, in der Stille erkennt man schon eine Dimension vom Bewusstsein. Also früher habe ich das gar nicht geglaubt, dass es möglich ist, nichts zu denken. Ich weiss noch, als Kind haben meine Eltern darüber diskutiert und die haben so gesagt, nein, das ist doch nicht möglich, nichts zu denken. Weil ich glaube, die Mutter hat den Vater gefragt oder umgekehrt, was denkst du? Und eine Person hat dann gesagt, ich denke nichts. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist doch nicht möglich. Und ich weiss noch, das Kind hat mich irgendwie beeindruckt, die Diskussion. Und ich habe auch bei mir festgestellt, nein, das sind immer Gedanken rum. Aber jetzt habe ich wirklich schon oft erlebt, dass manchmal recht lange Phasen, also lange, ja, was heisst das? Es gibt einfach Phasen in der Meditation, wo einfach kein Gedanke da ist, wirklich nichts. Vielleicht schon Empfindung und so. Und jetzt das, glaube ich, zu erleben, ist schon nur möglich, wenn man mal die Stille erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch noch sehr wichtig, weil ich habe dann festgestellt, dass ich plötzlich auch nicht mehr so sehr in meinen Gedanken alles glaube. Und letztlich auch der Sprache, weil die Gedanken sind ja zu einem grossen Teil Sprache. Weil du erlebst wie, hey, ich bin ja noch bewusst. Wenn da keine gedanklichen Muster rum sind, wenn keine Interpretationen da sind. Und es gibt wie auch ein bisschen so eine gesunde Distanz gegenüber vom eigenen Denken und vielleicht auch gegenüber von Philosophien und sprachbasierten Ideen und Wissensformen, weil man ja erlebt, dass man immer noch existiert, auch wenn das alles nicht mehr da ist. Und es gibt ja auch so Ideen, dass man nur bewusst ist, wenn man denken kann und so, wie wenn man den Descartes falsch interpretiert. Ich denke, also bin ich, aber er hat ja eigentlich gesagt, cogito ergo. Jetzt weiss ich es gar nicht. Cogito ego cogito ergo sum sive existo. Aber cogito heisst nicht nur denken, das heisst auch wahrnehmen. Aber das nur als Klammern. Das ist eins. Also das zu erleben, finde ich sehr wertvoll, so eine innere Stille. Aha. Und dort gibt es vielleicht schon Qualität, die ich jetzt im Alltag nicht erlebe, wenn ich jetzt mit dir rede. Aber ich glaube, dass eine Art, wie könnte man dem sagen, wie so die Aufmerksamkeit umkehren auf etwas, wo da ist, wo man auch Bewusstsein nennen kann. Ich glaube, das geht schon auch im Gespräch. Also wenn ich jetzt mit dir rede, also ein Teil vom Fokus, mindestens ein Teil vom Fokus, also zurückrichten auf das, was jetzt gerade da wahrnimmt. Das, glaube ich, ist schon möglich. Es gibt so Meditationsschulen, die sagen dem, der Beobachter sein. Und das ist so wie ein Hilfsmittel, dass man sich nicht zu sehr verliert, auch in so Situationen, natürlich auch Emotionen und vielleicht auch Konflikte, dass man wie so einen Schritt zurück kann. Und ich denke, das ist schon möglich. Und im Prinzip könnte man ja sagen, dass das auch das
Bewusstsein ist, wo eigentlich immer im Hintergrund ist, auch wenn es noch so lärmig ist. Oder man könnte auch sagen, dass die absolute Stille, die für mich wie etwas Heiliges ist, könnte man auch sagen, auch eine Metapher, die ist eigentlich immer da, auch wenn ich mit dir rede. Und wenn ich jetzt mit dir rede, kann ich natürlich schon versuchen, das auch noch in meinem Gewahrsein zu haben. Aber ich denke, das ist insofern auch ein bisschen Theorie, weil wenn es dann nämlich wirklich schwierig wird und konfliktreich, dann ist es dann nicht gesagt, ob ich dann wirklich kann mich auf das konzentrieren kann. Mhm. Aber es ist vielleicht auch eine Frage von einem Prozess. Also manchmal tue ich wirklich, wie in schwierigen Situationen, ich mich dann manchmal auch nicht verliere. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren hat sich mein Vater erschossen. Und ich hatte wirklich nicht in so eine, sagen wir, eine riesen Geschichte hineingekommen von Schuldzuweisung und all diese Sachen. Ich konnte die Trauer alles zulassen. Aber ich habe immer wieder, weil er hat Angst gehabt, er werde dement und so und Zeug und Sachen und ja, vielleicht auch sonst noch Geschichten. Und ich habe dann einfach immer wieder so wie können Perspektiven wählen. Und die Perspektive war Verständnis, Liebe. Ich bin dankbar gewesen, dass ich mit ihm nachher eine gute Beziehung aufbauen konnte, weil wir uns jahrelang nicht gesehen haben, so eine Scheidungsfamilie und er war sehr autoritär gewesen. Ich hatte ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihm. Und dann auch, sicher auch noch dank der Meditation, habe ich plötzlich mal das Gefühl gehabt, irgendwie mit 20, auch 23, man könnte doch auch mal verzeihen und habe ihm geschrieben und so. Und haben wirklich eine gute Beziehung aufgebaut und für das bin ich jetzt sehr dankbar gewesen, auch im Angesicht seines Todes. Habe ich gedacht, ich habe jetzt das doch noch erlebt. Und dann habe ich wie immer die Perspektive gewählt und auch die Perspektive, dass ich die Angst, die er hatte, verstehe, weil er hat auch der Vormundschaftsbehörde geschafft und gewusst, wie das ist, wenn jemand dement wird und so. Und er hat es einfach nicht wollen, denke ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist schon, es geht ja nicht darum, dass man Gefühle abwürgt oder verdrängt, sondern die Interpretationen kann ich wählen. Und die kann ich auch, sagen wir, wenn eine Situation mehrdeutig ist, dann wähle ich die konstruktiver ist. Also ja, oder? Man könnte ja auch jemanden verurteilen, der das macht und. Aber ich finde, da gibt es ja nicht eine absolute Wahrheit. Mhm. Und bei vielen so Geschehnissen kann man eine mitfühlende Art interpretieren. Ich meine... Wohlwollend. Genau, wohlwollend, genau. Und dann habe ich zum Teil wirklich gestanden, ich bin wirklich nicht irgendwie in so eine Krise gekommen. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich glaube, wo Meditation schon enorm hilft, weil du entdeckst noch schnell, wohin welche Interpretationen und Gedanken führen und gleichzeitig aber auch können, ich habe zwischen dir die ganze Trauer, weil ich meine, ein älterer Teil verlieren ist immer ein enormer Einschnitt. Und da kommt ganz viel noch vor, was man gar nicht kennt hat an Emotionen. Und dann auch das zuzulassen, wenn es jetzt einmal traurig ist und wenn man brüllt und all diese Sachen, das können rauslassen und nicht dagegen kämpfen. Und da habe ich wirklich im Laufe meiner Jahre, seit ich meditiere, festgestellt, dass es zwar intensiv sein kann, aber es ist wie viel schneller vorbei, weil ich es eine Art wie rauslassen kann. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt von der praktischen Anwendung von der Meditation. Ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und gesehen, wir sind schon recht lange am Reden. Es gäbe vielleicht auch über deine Doktorarbeit noch das ein oder andere Spannende zu besprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir das nicht in diesem Gespräch machen. Wenn wir Lust haben, können wir ja nachher noch spazieren und uns das Mikrofon anstecken und das super. Irgendwie als Bonus-Episode rausbringen oder so. Aber wo ich schon noch schnell möchte drauf kommen ist, wir sind da eben in Dicken, im Haus der Besinnung. Du bist im Vorstand von dem Haus. Im Stiftungsrat. Im Stiftungsrat, genau. Und wenn man dich jetzt sehen oder kennenlernen, du bist immer wieder stille Wochenende da. Ja, kannst du vielleicht erzählen kurz, was sind die stillen Wochenende und was hast du für ein Angebot und wo kann man auch etwas finden zu dir, wenn man dich möchte kennenlernen über den Podcast aus? Die stillen Wochenende sind eigentlich nicht sagen wir, richtungsmässig gebunden, sondern da kommen
Leute aus den verschiedensten Hintergründen zusammen. Erstaunlicherweise auch immer wieder recht junge Leute, die einfach mal eine Gelegenheit wollen, aus dem, sagen wir doch, sehr aktiven Alltag sich zurückzuziehen. Und ich habe es auch insofern verändert, dass die Struktur viel offener ist. Wir haben zwar jede Stunde eine Meditation, aber irgendwann habe ich gesagt, also wir sind doch alles erwachsene Leute. Da spürt man auch, ob man jetzt gerade eine Meditation braucht oder vielleicht auch eher einen Spaziergang oder etwas lesen will. Und das habe ich gemerkt, das schätzen die Leute enorm. Also es sind immer mehr Leute und es ist fast jedes Mal jetzt ausgebucht, manchmal noch Warteliste. Und es sind wahrscheinlich vor allem auch ein bisschen so freigeistige Leute oder Leute, die nicht gerne so vielleicht eine fixe Tradition haben und auch einen fixen Tagesablauf, wo man muss sitzen, auch wenn man findet, das brauche ich jetzt gar nicht. Natürlich ist es manchmal auch gut, wenn man den sogenannten inneren Schweinehund ein bisschen überwindet und trotzdem sitzt. Aber ich denke, für das ist ja auch die Struktur als solches schon da, dass man jede Stunde meditiert. Und da hat man ja allein schon wegen dieser Motivation, dass man auch sitzt. Und man kommt ja auch mit einem bestimmten Grund daher. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen damit auch gemacht, dass dann ja die Motivation intrinsisch ist und nicht sogenannt extrinsisch. Oder? Und ich glaube, das resultiert auch in einer fruchtbaren Meditation. Aber es ist klar, wir sagen auch, dass es schon immer auch soll so sein, dass jede und jeder nicht nur als Individuum da ist, sondern immer auch Gruppen berücksichtigt und wie auch gerade die Gruppendynamik im Moment ist. Es ist so, dass das schätzen auch noch viele Leute. Genau, die meisten Meditationen sind dann ja eigentlich unbegleitet. Das heisst, es ist eigentlich im Großen und Ganzen schon besser für Leute, die schon eine bestimmte Praxis haben. Und jetzt mich finden auf dem Internet, ja, also so Bücher findet man. Aber hast du eine Website? www.hausderbesinnung.ch, glaube ich. Und dort findet man unter Kurse, glaube ich, Meditationswochenende. Und dort hat es auch noch, genau, das ist jetzt neu, dort habe ich jetzt auch noch Meditationsbegleitungen aufgeladen. Also geführte Meditationen, die man kann laufen lassen. Ja, die man könnte laufen. Und vielleicht so als Schlusswort, es ist ja immer ein bisschen das Problem, ich versuche, wie ein interreligiös und so auf einer Meta-Ebene unterwegs zu sein. Und das Problem ist natürlich dann, dass es dann auch unscharf wirken oder wischiwaschi oder ja, was ist jetzt das überhaupt für eine Richtung und so. Aber was ich eben eigentlich noch erwähnen in dem ganzen Zusammenhang ist, mir ist eben oft auch gesagt worden, wenn ich dann in so Klöster war und so, und dann haben sie erfahren, was ich alles schon gemacht habe. Ich habe wirklich sehr breit auch schauen, weil oft habe ich festgestellt, Leute kommen auf den Weg und sie nehmen sehr oft das Erste, was ihnen gerade begegnet. Und das Erste, was mir begegnet ist, hat mich auch sehr beeindruckt. Aber ich habe gedacht, ich will jetzt gleich noch schauen, was es alles gibt. Und dann ist mir oft gesagt worden, ja, du kannst dich nicht in die Tiefe graben, wenn du immer wieder ein frisches Loch aufgrabst. Mhm. Und dann staune ich immer wieder darüber, wie sehr man mit Metaphern kann argumentieren kann, wo man einfach könnte ersetzen mit einer anderen. Ich habe dann nämlich gesagt, ja nein, wenn ich ein Loch grabe, brauche ich einst den Pickel, dann brauche ich wieder eine Schaufel, dann brauche ich wieder einen Meißel. Und genau mit dieser Metapher könnte man begründen, warum es auch wichtig ist, dass man verschiedene Sachen anschaut. Also eine Metapher als solches ist ja eigentlich muss gar nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. Man kann es für alles brauchen. Mhm. Und wenn schon eine Metapher, das ist vielleicht noch ein Schlusswort, dann würde ich sagen, es gibt da ein Objekt, zum Beispiel den Krug. Und in unserem Fall ist es jetzt die Frage von einem Klarwerden, die Frage von Meditation, vom Phänomen Meditation, haben wir da wie einen Krug. Und wenn ich den nur von einer Seite anschaue, sehe ich vielleicht nur den Griff. Wenn ich den aber von mehreren Seiten anschaue, verstehe ich den umfänglicher. Und das ist auch nur eine Metapher, aber eine, die, finde ich, ist recht nahe bei der Erkenntnistheorie ist, wenn es nämlich darum geht, einen Gegenstand zu erfassen, ist es ja wichtig, dass man den Gegenstand von verschiedenen Perspektiven anschaut. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer einfach und kann sehr verwirren und auch verunsichern. Aber ich glaube, das ist auch mein Weg und ich sehe auch immer wieder, dass es viele Leute gibt, die genau das suchen.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Das war es fürs Erste. Wenn du wissen willst, wie sich im Schneesturm philosophiert, dann los auch noch in die Bonus-Episoden rein. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen oder Ideen für Gäste. Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.